Onze Geschichte schildert die Pilgerreise von ein Port von plottische Mennoniten in Nord-, Mittel- und Südamerika. In den nächsten 18 Minuten haben wir unsere Geschichte von George Rempel. Er vertelt hier wieder, wo unsere Menschen sich reinmuten in Manitoba und in Saskatchewan, um nach Chihuahua in Mexiko zu tragen. Buenas noches, hermano. Aquí llegamos de vuelta. Unsere Geschichte. Wir wollen ditmal wieder von unseren Eltern, Grooteltern und Urgrooteltern ihrem Reitmerken zum Uitwandern und dann von ihrem Uitwandern von Kanada nach San Antonio de los Arenales, Chihuahua, Mexiko. In einem gecharterten Uitwanderungszug durch die US mitfahren zu Durban, muss jeder mündige Person ein Verzeichnis bei sich haben, wo der Älteste uitgemerkt hat und sagt, dass er oder sie eine Person ist, die in Kanada keine angeregelte Sachen hingelassen hat. Und jeder erwachsene Person muss auch einen Pass haben. Junge Kinder, die noch nicht in einem von den Eltern ihre Pässe angeschrieben sind, für die Eltern noch nicht einen Zivilgeburtsschein haben, weil sie noch mal gerade geboren sind, die müssen einen sogenannten Kirchengeburtsschein haben. Die Oldkolonie ihre Uitwanderung von Manitoba, Kanada, nach Chihuahua, Mexiko, fängt am 1. März 1922 an. Die ersten zwei gecharterte Züge kommen noch am Februar in Manitoba an. Einer in Plum Coulee, Manitoba, und der andere in Heskett, Manitoba. Und dann sind die zwei kleine Städtchen für die nächsten paar Jahre meist überfall. Die Leute bringen ihre bernigsten Sachen, ihre Werkes, Baggers und Formgerätschaft und laden alles an die Frachtkornen an. Einige von den Reckgebühren laden sogar vor das Bühalt an, in Mexiko ihr Wohnhaus und Stall nach kanadischen Ort zu bauen. Andere Bürger nehmen bloß genug Bühalt mit, ihr Wohnhaus zu bauen. Noch andere nehmen bloß genug Bühalt mit, schwind ein kleines Häuschen bauen in Mexiko. Und noch andere nehmen kein Bühmaterial mit. Die wenigen Bürger, die all Traktoren haben, die nehmen auch die mit. Einige nimmt sogar eine Peerless Draschmaschine mit. Als alle Sachen angeladen worden sind, dann bringen die Leute ihr Vieh, ihr Pferd, Tee, Schwein, Heiner, Enten, Jans, Huhn und Katzen und laden die auch an. Und auch Futter für ihr Vieh. Und als sozusagen alles angeladen worden ist, dann blieben etliche Männer all am Zug zur Nacht, um Vieh abzupassen. Und die anderen fuhren zur Nacht noch ein letztes Mal nach ihr geleibtes Heimatdarb, da noch eine letzte Nacht in ihrem Heim zu schlafen. Den nächsten Morgen bringen sie ihre Baden in ihr letztes Kirchengeschirr mit, bei Plum Coulee, laden die an die Schlafkornen an, die hinter various Brücken zu kennen, und sind dann bereit zum Auffahren nach Mexiko. Zum Morgens am 1. März wird Plum Coulee so voll von Menschen als noch niemals vorher. Nicht mal all die Menschen, die mit dem Zug nach Mexiko reisen wollen, sind da. Aber auch viele von ihren Verwandten und Freunden sind gekommen, Aufscheid zu nehmen. Und dann, als alles bereit ist zum Fahren, Klock 11 Vormittag am 1. März 1922, dann gibt die Domkirche das Signal, dass alles bereit ist zum Auffahren. Als die große Lokomotive in Plum Coulee tut gesagt hat, dann sagt die tschu, 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 tschu. Und dann fährt der erste Zug voll kanadische Uitwanderer mit ihrem Vieh in Sachen Taub von Plum Coulee, Manitoba auf, durch die US nach San Antonio de los Arenales, Chihuahua, Mexiko. Am 2. März wiederholt sich alles in Heskett, Manitoba, als der zweite Zug Uitwanderer von dort auffährt nach Chihuahua, Mexiko. Am 7. März fährt der dritte Zug auch von Heskett, Manitoba auf,
En am 11. März wordt nog een vierder Zug, ook van Heskett, Manitoba, auf naar Chihuahua, Mexico. En een van de vrachtkoren voert voor het buurhalt met naar Mexico, om de eerste kerk im nieuwe heimatland te bouwen. Van Swiftcurrent, Saskatchewan, voert de eerste Zug met Oud-Kolonische uitwanderers om 9. März 1922 auf naar Chihuahua, Mexico. En een tweede Zug voert van daar af om 15. März. Also in de eerste helft van März 1922 voeren 6 gecharterde zee met Oud-Kolonische uitwanderers van Canada af naar Mexico. Alle zee die de Kanadische Mennoniten gechartert haben, gehören de US-Isaboon-Gesellschaften Great Northern en Rock Island. Diese zee haben de vrijheid in Kanada aan te komen en de Kanadische uitwanderer met ihre Sachen taub uit Kanada eruit te holen. En die derven deze uitwanderer met al ihre Sachen taub durch de US durchführen, bij de Mexicanische grens in El Paso, Texas. Aber in El Paso können sie bloß noch alle Koren über die Grenz in Juarez, Chihuahua, schuiven. Von da an nimmt eine mexikanische Zugdampfkettel die Zugkoren en bringt die bei San Antonio de los Arenales, Chihuahua. En wanneer de koren ladig geladen sind, bringt die mexikanische Lokomotive, Zugkettel, de ladje koren terug bij Juarez en schifft die door weiter über die Grenz in El Paso an, von wo die US-Isaboon-Gesellschaften ihre Lokomotiven die weiter mit terugnehmen können. Jeder Zug hat erste Klasse Passagierkoren mit Einrichtungen zum Eten und Schlucken. Jeder Zug hat Frachtkoren für Vieh und für andere Sachen. En jeder Zug sind mennonitische Männer angestellt, die da nur seinen Motten, dat alles ordentlich toegeht. En je wees, wann der Tijd ist zum Maalchen und Vieh besorgen, dann hält der Zug auf eine passende Stelle lang genug still zum Maalchen und besorgen. Die angestellte Männer motten dann da nur sein, dat jeder einer sein Vieh besorgen kann. Und dort, wann dort an Futter fehlt, dat het dan schwind verschafft wordt, wie es de Zug stilhält. De uitwanderer wisten al en vooruit dat in Pratt en in Liberal, Kansas en andere steden leicht en schwind hei te kopen weer. En wanneer een Zug door stilhält voor de lied om er Vieh besorgen, dan wordt schwind nog meer hei gekocht en geloot, zodat er Futter bij Mexico rekenen zal. Een man, die van der hier in Winkler, Manitoba woont, wie een 7-jarige jong aus zijn lot am Hoofs 1927 met zijn Eltern en Geschwister taub van Hague, Saskatchewan naar Patos Tarango trok. Hein Bartsch kon zich erinnern dat hij, wanneer de Zug in je weg stilhield en zijn vader en zijn oudere Geschwister gingen er Vieh besorgen, dan kon hij ook metkomen en zijn hond een stootje om Terriel uitnemen en met hem spelen. Des Zug, met dem Hein Bartsch metvoer naar Mexico, dat weer de laatste Zug, den de Oud-Kolonieën gecharterd hadden, om naar Mexico trekken. Die bracht aantalje families van Hague, Saskatchewan, aantalje van Swiftcurrent, Saskatchewan en aantalje van de Manitoba Wasserzalve naar Mexico. Wanneer een Zug in El Paso, Texas aankomt, dan is de ruim, waar dat Futter lag, al zo meest ladig. En dan krijgen de wanderer door dakblach in El Paso, hagel, rollen, neerjel en hospen en andere zaken, die ze gebruikt worden om zich in Mexico in te richten, en vullen den ladig gewordenen ruim en de Zugkoren met ihre gekaufte Sachen. Alle 6 die in de eerste helft van März 1922 van Canada aufgefahren sind, komen nog am März 1922 bij San Antonio de los Arenales in Chihuahua aan. Hier stehen die nieuwe Einwandererfamilies uit dem Zug uit, laden ihre Sachen en ihr Vieh uit, stellen ihre mitgebrachte Werwes en Bobbes taub,
bringen ihre Sachen an die Zuluaga-Familie ihren großen Specker an ihr Dach und fangen an reite merken von dort uit op de Großlandstappen am großen Bustillos-Tal en abzutreiben. San Antonio de los Arenales wir 1922 aus den Mennoniten dort ankämen, bloß eine Zugstation, wo dem Zug seine große Watertank vor seinem Domkettel abgefällt worden kann. Diese Zugstation wir auf die Zuluaga-Familie erlohnt, wo sie einen golden Waterbarm haben für ihr Vieh. Sie haben da auch eine Watertank, die so angereicht wird, dass die Zieh durch ihre Watertanken abfallen können. Büter eine kleine Zugstation stunden in San Antonio de los Arenales 13 Bäume, die Zuluagas ihr großer Specker, und danach atelige kleine Leimkoten, wo ihre Arbeiterbären wohnten. Auf die Waterbarm der Zuluaga-Familie gehört oder auf dort vielleicht die Isabon-Gesellschaft ihre Wehr, das weiß ich nicht. Aber die Wehr ob die Zuluaga-Familie erlohnt. Hier in San Antonio de los Arenales, wo kein Stur, kein Hotel wäre, von wo uit weit und breit nicht zu sein wir aus Kohle Großland, da wären mit einmal ein wenige Jahr dicht bei 1500 Menschen angekommen, die kein Dach hatten zum eten und schlafen. Die mussten sich da entweder ein kleines, von Kanada mitgebrachte Zelt abstahlen oder in der Zuluaga-Familie ihren Specker eten im Nachquartier merken. Die mussten irgendwo ihre Pferde, Rindvieh, Vatervieh und Haustieren alle fordern. Und die mussten ihre Kinder, ihre kleinen Kinder eten geben und wo zu schlafen bringen. Und auch noch für sich selbst einen Platz finden zum Schlafen. Können wir uns dort vorstellen, wo unsere Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern dort damals gewohnt haben? J.F. Wiebe von Saskatchewan, wer von Anfang an beim Siedlungsland Seken, der Oud-Kolonie Dolmetscher, Rotgeber und Helper gewesen. Und nu wird er auch noch angenommen, um ihre Uitwanderung planen und durchführen zu helfen. Und nu sagt J.F. Wiebe, wo die neue Einwanderer sich in San Antonio de los Arenales meist nicht rotwesten mit all ihre Sachen, Vieh und Kinder. Das ist kein Wunder, dass er schwind ein Telegramm nach Manitoba und Saskatchewan schickt und sagt, lot keine Uitwanderer zieh mehr von Kanada auffahren, was ich geweiten lot. Diese erste Einwanderer mussten hier im Bustillos-Tal erstmal auf ihre Städten ansiedeln, ehe noch mehr Familien herkommen. Wir weiten uns hier nicht rot damit, wann kurz noch mehr Familien herkommen. Viele von diesen ersten über 150 Familien laden am zweiten oder dritten Tag so viel von ihren Sachen ab, als ihre Werkes drehen können, und fahren damit, was dicht bei, wo sie ihr Darb anleihen wollen, wenn das möglich ist, dicht bei einem Riefer, wo Wasser ist, stellen da ihre Zeltjes ab und wohnen da binnen, was sie auf ihre Stadt ein Häuschen gebaut haben und tragen dann durchnehmen. Und dann holen sie die ewige Sachen auch von den Zuluagas, ihrem großen Specker in San Antonio de los Arenales. Andere Familien, die dichter bei San Antonio de los Arenales ansiedeln wollen, holen ihre Sachen binnen wenige Jahre, was auf der steht, wo sie ihr nicht heim bauen wollen. Sie schlagen da ihr Zelt ab oder merken sich eine Krübunge, wo ihre Möbeln aus Wein deinen matten und ein Plan da eben aus Tag und wohnen dann dort binnen, was sie sich schwind in Häuschen von so ein Bühalt gebaut haben, was sie sich von Kanada mitgebracht haben. Wenn ab ihre Stelle die Waterleer flach genug ist, dann graben sie sich so schwind als möglich einen Barm und haben dann Wasser für sich selbst und für ihr Vieh. Aber wenn die Waterleer zu deep ist, zum schwind einen Barm graben, und in de meeste nieuwe dorpen is dit te diep, dan moet al het water voor Vieh en mensen van springen oder rievers geholt worden, wat zich atelige families taub einen Barm gemerkt haben. Jeder Dorpsgruppe kann Dorpsplan vielleicht Land op de Landkart vingen, aber jeder Familie ihre Büsteed moet nog eerst uitgemeten worden, ehe sie bauen können.
En daar moeten alle keuvels in de gemeinsame weidstap aangemeten worden. En al beim keuvels aanmeten fingen de pionieren dat zich hier en daar einer oder ein paar peones, ejidos, mexikanische kleinformen, in flexjelaan toegeëend en een huisje daarboven gebouwd heeft. Wanneer de Zuluaga-familie versprochen had van dem land rauf te brengen, eer de Mennoniten kommen würden. Hiervon later nochmal veel meer. Mang deze eerste van Manitoba gekommene über 100 families zijn 2 ooms. Oom Isaac M. Dick van Blumenfeld, Manitoba, der op de nieuwe Siedlung ook tot daar Blumenfeld aanleihen helpt. Van Blumenfeld, Manitoba, waren nog 5 andere families op dem eersten Zug gekommen. En oom Frans Leuven van Rosengart, Manitoba, der is met nog 25 families top van Rosengart, Manitoba gekomen. Hij had hier in Mexico ook tot daar Rosengart aanleihen. Met de eerste 2 Zieg in San Antonio de los Arenales aangekomene inwoner van Swift Current, Saskatchewan, zijn ook oom Julius Wieb en diacoon Peter Wiebe met ihre families. Während de eerste inwonerfamilies zich in Bustillos-Tal hier die San Antonio de los Arenales ansiedeln en met ihrem schweren pionierleven aanvangen, beakeren vele van de in Canada geblevene families nog eenmaal weer ihr land in Canada. Ook vele van zo'n vormen die zes ook al later een paar jaar uitwanderen willen. Dan de widere uitwanderung wordt zo'n beetje opgeschoven, zoals J.F. Wieb dat verlangt heeft durch zijn telegram. Im Herbst 1922 fuhren Wada Mayasi met uitwanderen in ihre Sachen von Manitoba en Saskatchewan auf San Antonio de los Arenales in Chihuahua, Mexico. Zodat eind van jaar 1922 16 Sieg in Chihuahua, Mexico aangekomen zijn. 14 daarvan zijn de Oudkolonie-Ere en 2 zijn de Sommerfälle-Ere. 15 van deze Sieg komen bij San Antonio de los Arenales. Einer van de Sommerfälle-Ere Sieg met de families wat bij Halfstadt aansiedeln willen, komt ook bij San Antonio de los Arenales. En de andere Zug komt maar bij in de Santa Clara gegend, wo dit paar Sommerfelder-families ansiedeln will. Op deze steht es bloß eine 2, dicht bei Paritas, op Kohlewees, wo nicht ein einziges Hüsje steht. Ihre Sachen von hier nur ihre Ansiedlungsstätte zu bringen, dort die ein bisschen länger als sie mit gerechnet haben, zodat etliche families dort bei Paritas in ihre kleine Zelten op de Kohlestab über Weihnachten wohnen blieben mussten. Hier rannt unsere Zeit allweiter auf. Nächstes Mal vertellen wir wieder von unseren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern ihrem Uitwandern in Kanada und Einwandern in Mexiko. Bis nächstes Mal. Ich bin George Rempel, der nach Völkern und viele von Juden denkt.